Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Ja, dann fangen wir doch mal direkt hier an mit einem weiteren fröhliches Sammeln. Geht halt immer ordentlich auf die Munition. Ich hoffe, der Schub ist jetzt auch nicht so lang. Ja. Na, was sind sie dann, die Scheiß-Typer? Ah, da ist schon der Erste. So, Mist, ja. Wow, na toll. Hoch. Okay, große Klasse, wieder ein Houdini-Slicer. So. Blöder Mistknall. So, boah, Mann. Ich brauche dringend was anderes. Okay, die ist eh gleich fertig. Er ist netter als andere Daddys. Ja, das bin ich. Ich bin netter als andere Daddys. So, da holen wir uns den anderen Kruscht. Okay, die kann ich direkt hier abliefern. Das ist natürlich praktisch. Bohrer-Treibstoff nämlich natürlich liebend gern. Ist da noch irgendeiner? Irgendwo rennt noch einer rum. So, dann sollte ich auf jeden Fall... Blöd, Mann. So, dann soll ich auf jeden Fall noch mein Little Sister hier decke, dass die noch abhauen kann. Ich halte aber noch die Rücke frei. So. Gut. Das bin ich. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Okay. Ich habe schon gewusst, dass man dem Verräter nicht trauen kann. So, jetzt haben wir 2 Little Sisters. Schon durch. Okay. Gut, ich deck deinen Rückweg. Ja, komm. Kraxel Clenny. Okay, also wegen dem Scheiß-Typ hat man Eleanor zur Little Sister gemacht. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Na klasse, die haben beide was Interessantes zu erzählen. Sowohl Eleanor hat was Interessantes zu sagen, als auch Stanley. Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Und der will aus allem nur Profit schlagern. Dem traue ich auch nicht. Also ich traue hier echt Die Cam. Mädchen, die du vor Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherers Garden nach. Ups. Scheiße. Warte mal. Irgendwo muss ja auch sowas sein. Da wechseln wir mal kurz auf der Autohacker. Wo ist denn die Kamera? Verdammt nochmal da. So. So kriegen wir das nämlich auch ziemlich fix gelöst, das Problem. Gut. Im Gatherers Garden haben wir wieder was. Das finde ich natürlich sehr schön. Und dann soll ich mich aber auch nochmal hier umgucken. Aufwachsen, nicht aufwachen. Die Little Sisters werden älter und das macht uns Kummer. Wenn sie adoleszent werden, werden sie aggressiv, regelrecht wild. Schlimmer noch, das Adam, das sie aufnehmen, enthält Spuren tödlicher Plasmide, noch aus Kriegszeiten. Die Splicer werden zu immer effektiveren Räubern. Laufend fallen ihnen Big Daddies zum Opfer. Vielleicht könnte man die älteren Sisters darauf abrichten, von den Splicern geraubtes Adam aufzuspüren und wieder zu beschaffen. Ja,
Was ich so gesehen habe, müssten die nicht erst warten, bis der Täter von selbst stirbt. Ja, das ist ja das, was wir hier mehr oder weniger auch machen. Ah, okay, Gott sei Dank, das war nicht wir, die reingetappt sind in die Falle. Ein kleines Splicer, die werden so ziemlich effektiv und schnell erledigt. Längerer Dreh. Lerne deine Feinde besser kennen. Mit längerer Dreh kannst du mit jedem Forschungsziel etwas mehr Zeit verbringen. Okay, das packen wir uns rein. Klingt nicht schlecht. Ja gut, die werden jetzt schon fertig gemacht. Das ist gut. Ups. Das war nicht sehr klug. Dann können wir mal das noch. Ja. Ja, ich weiß, ich bin selber als ein ziemlicher Knetkopf, was sowas angeht. Oh Mann. Da holen wir uns auch noch ein paar von den Dinger. Panzerbrechend auf jeden Fall. Und für den Rest haben wir uns auch noch einen Pfeil. Und was ist da noch? Splittergranate, nimm mal auch gern. Die haben wir anscheinend auch schon durchgeguckt. Sieht soweit alles in Ordnung aus. So. Den Mistkerl auch noch fort. Da war noch ein Speer und ein Mini-Geschütz, aber da haben wir schon die Kapazität erreicht. Der hat noch ein bisschen Bohrertreibstoff für uns. Ah, sehr schön. Okay. Dürften wir uns hier eigentlich auch relativ gründlich umgeguckt haben. Da war ich ja auch schon. Fehlt nur noch die dritte Little Sister. Ja. Scheiß Splicer. Dieser scheiß Houdini-Splicer. Okay. So muss ich jetzt anscheinend irgendwie noch hier oder durch. Gruseliges Ekelpaar. Für die Familie! So. Habe ich ihn? Jetzt habe ich ihn. Und da ist noch einer. Ja. So. 2 Houdini-Splicer waren das. Das Geld nicht nach. Ach du liebe Zeit. Sardine haben wir hier noch. Schrot. Ein bisschen Geld noch. Und immer wieder gründlich umgucken. Ah ja, Medistation. Sehr schön. Und noch ein Heckpfeil. Sehr gut. Gibt noch einen Verbandskasten für uns. Heilen müssen wir uns gerade nicht. Könnte aber später noch sein. Sehr schön. Da kommen wir nicht durch. Ja, geht ganz schön die Luzi ab hier. Jetzt ist da mittlerweile auch wieder auf. Da habe ich schon geplündert. Allerhaupt. Gehen wir mal weiter. Dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Okay, bin ich mal gespannt. Vielleicht ist ja Eleanor... Vielleicht ist ja auch gar nicht Sophia Lamp der Feind. Vielleicht ist sich ja Eleanor einfach nur viel zu sehr bewusst, wie sehr ich noch ihr suche werd und dass die mir vielleicht gar nicht helfen will, sondern mich hier mit Freundlichkeit sozusagen lockt und dann fertig macht. Schauen wir mal. Als so genau habe ich das alles nämlich im Kopf von früher. Ich meine, ich habe ja damals auch, wie gesagt, das Let's Play gesehen. Und habe es nicht selber gespielt. Bioshock ist für mich eigentlich immer jedes Bioshock ist für mich ein blindes Let's Play. Und vom 3er habe ich mir erst gar kein Let's Play angeguckt. Das ist dann 100% blind.
Die Promenade. So. War nicht schlecht. Oh ja. Das war auf die Genbank drauf. Die habe ich aber nicht kaputt geschlagen wie die Medistation zu seiner Zeit. So. Komm her, du Mistkerl. Wo steckt er dann? So, puh. Affenscheiße allerdings, mein Lieber. So, da haben wir auch noch was. Ah, okay. Verbandskäste sind voll. Schick. Schick sieht's aus. Musste zu seiner Zeit wirklich gut ausgesehen haben hier. Sehr gut. Dann haben wir auch wieder. Aber dieser Stanley Poole, der war mal schon vom Aussehen her unsympathisch. Da wusste ich schon. Alter, was für ein mieser, ekelhafter Typ. Seine Segelohren mit seiner Riebennase, das sieht doch echt aus wie so ein absolut typischer Verräter. So, da ist nochmal jemand. Drüber auch noch. Sehr schön. Und der Bohrer ist wieder leer. Ah, der hält leider nie so besonders lang aus. Das ist etwas schade. Ich herwand, Daddy. Ja. Da ist sie. Schnapp sie dir. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Selbst wenn, würde ich mit dem lieber kooperieren als mit dir, du Widerling. Mistkerl. So. Okay, da ist der Big Daddy. Um den sollte ich mich auch noch mal kümmern. Moment, da drüben ist aber auch noch. So, gut. Und Bewerschung. So. Kontenance, mein Lieber. Ups. Autsch. Aua. Immer auf der Bashing direkt. Das war Schwein gehabt. Das war nicht so gut. Ich tue dir doch gar nicht weh. Erzähl schon lieber von Quatsch. So. Du bist es. Ja, zuerst bin ich böse und tu dir wählen, jetzt bin ich's. Ach du liebe Zeit. So, erstmal hier und dann kann ich hier nochmal einen Verbandskasten holen. Und die Niete können wir ein bisschen aufwerten. Sonst haben wir nichts Größeres hier, was wir auch gebrauchen könnten. Okay. Der hat nur Müll bei sich. Pistole holen wir uns auch wieder. Und da ist schon die erste. Hat mich gewundert, dass er das noch nicht gemacht hat, als der andere Big Daddy noch bei ihr war. Oh ja. Ja, hübsche Haare. Das wird ja erstmal aus der Achsel des Adam gezogen. Scheiß Spider-Splicer. Ups. Verdammt nochmal. So, du Armer. So. Ja, du solltest mal ohne Taucher.
Weißt du, innere Visage generell. Er ist netter als andere Daddys. Das bin ich natürlich. So. Boah, Mann. Oh, Marshmallows. Ja. Das sind wohl ein paar Marshmallows. Okay, da hat die Eve-Spritze noch bei sich gehabt. Sehr schön. Ja, ich hätte die vielleicht ein bisschen mehr Dorai locken sollen. Ansonsten haben die Reichweite wie Sau, die Dinger. Und ausgerechnet hier bei dem Kampf hätten die natürlich null Reichweite gehabt, diese blöde Kameras. Oh Mann. Okay, da haben wir jetzt alles gesammelt. Fehlt in dem Gebiet jetzt auch nur noch eine Leiche und dann sind wir auch durch. Das geht auf die Munition wie noch was hier, dieses Adam-Sammler. Gerade weil dann immer so viele Splicer kommen. So, zack, zack, zack. Verbandskaste gibt's noch. Perfekt. Sieht doch gut aus so lang. Okay, eine Leiche brauchen wir noch. Bohrertreibstoff nehme ich doch auch liebend gern. Bohrspezialist. Wer braucht Waffen, wenn er einen Bohrer und eine nahezu unendliche Auswahl an Plasmiden hat? Okay, da können wir ja was. Eve-Schoner. Komm, der kann fort. Ich kämpfe nämlich sehr gern mit dem Bohrer mittlerweile. Ryans Leute machen Dampf. Ich soll beweisen, dass der Laden hier eine verkappte Kommune ist. Aber ich brauche Zeit. Und Lambs Kleine starrt mich dauernd an, als wüsste sie, dass ich ein V-Mann bin. Ich denke aber immer an diesen Johnny Topside. Gehörte schon richtig Mumm dazu, Rapture zu entdecken, wie es ihm damals gelungen ist. Es fällt mir leichter durchzuhalten, wenn ich mir vorstelle, ich wäre er. Alter. Gut, dass ich damit nicht zu Lamb gehen kann. Die würde wahrscheinlich sagen, ich hätte das unbewusste Bedürfnis, in seine Arme zu sinken und mit ihm rumzumachen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich in den Armen von Johnny Topside. Alter, was ein ekliger Typ. Aber okay, Johnny Topside war anscheinend von außerhalb und hat Rapture entdeckt und dann haben sie ihn gleich mal als Big Daddy umgemodelt. Herzlichen Glückwunsch. Komm, Daddy, wir sind gleich da. Und das sind wir. Also Delta ist Johnny Topside. Ah ja, okay. Da weiß ich, wie wir durchkommen. So, Bohrertreibstoff, bisschen Frischwasser. Und ja, nie schade. Ah, da haben wir auch noch was. Aber wir können auf jeden Fall noch abfackeln. Also Leiche haben wir anscheinend genug. Ich würde doch gerade nur die nehmen hier. Adam, Daddy. Genau. Holen wir's uns. Genau, so machen wir das. Adam drin. Wer hat das verdient? Siehst du das Licht im Bäuchlein? Nein. Urks. Schä durch die Wirbelsäule raus. So. Ah, Ja. Das hören wir gleich. Und verbrenn, du Mistkerl. So. Ah. Und tschüss. So, du verbrennst mal. Hoppala. Das war wieder so ein etwas nerviger Houdini-Splicer. So. Habe ich dich? Ja. Ah, das war ein Spider-Splicer, den ich einfach umgeschubst habe. Bin ich immer in Sicherheit. Natürlich bist du das. Bin ja auch ein guter. So, das Zeug nehmen wir uns jetzt auch nochmal. 380 Adam, das ist natürlich nicht verkehrt. Ein bisschen Frischwasser kann ich auch gebrauchen. Kaffee ist immer sehr gut. Oh, ich liebe einen guten Kaffee. Zu Weihnachten habe ich meiner Mutter größere Kaffeemaschinen geschenkt. Und so ein Espresso, sag ich, so eine Chibo Kapselmaschine ist das. Und Gewittererleit, der macht echt gute Kaffee, muss ich sagen. Das war auch nicht gerade das billigste Gerät. Muss man auch dazu sagen. Und der macht echt hervorragende Kaffee mit aller verschiedenen Stufen. Also der kann Espresso, Kaffee Crema, normaler Kaffee.
dann kann er noch Cappuccino und Macchiato. Als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Alter, was ein ekliger Typ. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Ja, eine Trophäe in Silber haben wir auch noch. Kriegt eine Nase für Neuigkeiten. Fontaine Futuristics muss ich dann hier. Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Sehr freundlich Ich von dir. übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. So, jetzt zu euch. So. Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Chef vor allem. Wie der mich immer nennt. Fehlt echt nur noch, dass er mich Sportsfreund nennt oder so. Hey. Was geht denn hier ab? So einer bist du also. Na, dann zünd ich dich mal an. Eine Big Sister ist fast da. Mach dich bereit. Natürlich. So. Das hast du verdient. Wo ist sie dann? So ist er. Sehr schön. Okay, dann. Und Moment, so machen wir Elektrobolt. So, also da drauf. Wow. Okay. Bohrer hat keinen Treibstoff mehr. Na gut. Mist. Da haben wir nämlich besonders viel übrig. Habt ihr noch was für mich? Ja, ihr habt ein bisschen Bohrertreibstoff noch für mich. Ups, einen Moment. Verbandscache, das sind gar nicht mehr so verkehrt. Ah, da kann ich auch Bohrertreibstoff kapern. Kommt doch wie gerufen gerade. Deine Little Sister stellt nach Adams Sammeln deine Gesundheit wieder her. Das ist natürlich sehr geil. Können wir doch glatt nochmal, oder? Ah, das geht jetzt leider nicht mehr. Okay. Gut. Na gut. Aber immerhin habe ich einen schönen Bonus gekriegt. Ich habe doch gewusst, es lohnt sich, wenn ich mehr Little Sister, Big Sister Forschung betreibe. So. Boah, Mann. Die ist ganz schön fies. Und sie ist eingefroren. So wird's gemacht. Gewitter erleiht. 40 Adam, 2 Verbandskäste. Den nehmen wir jetzt auch nochmal. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Das hat schon was gebraucht. Kann ich die andere Waffe... Warum kann ich denn die andere Waffe nie verwenden? So ein Mist, so ein Blöder. Naja, egal. Hauptsache mein Bohrer ist noch dabei. So, dafür holen wir uns auch mal schnell wieder Treibstoff. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Ach, halt die Gott. Eleanor, denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. So, geht ein Scheißdreck an. Dann machen wir jetzt nochmal voll. Und da holen wir uns auch nochmal. Okay, das andere Zeug kann ich immer noch nicht verwenden. Und die ist immer noch auf rotem Standby anscheinend. Okay, da wollte ich aber trotzdem jetzt noch hier. Alter, wenn ihr mich einmal in Friede lassen könnten, wäre ich auch äußerst dankbar drum. So, Dr. Moll. So. Dummer Hund.
So. Okay, ups. Warte mal. Alter. Kann man ja vielleicht mal ein bisschen Ruhe haben? Blöde Freaks hier. Jedes Mal. So. Ich mag doch einfach nur in Friede hier reingehen. So, da drüben ist noch einer. Und... Hopp. Hopp. Alter, wie der lacht. So. Schon wieder. Mistkerl. So. Dann machst du jetzt vielleicht mal endlich. Tippe ich nämlich ganz gerne mal hier drin und gucke. So, die würde ich auch noch ganz gern hacken. So, dankeschön. Und dann würde ich hier... Oh, hoppla. Würde ich hier noch ganz gern auf Abfackeln wieder gehen. Oh, ich habe schon gemerkt, die Episode soll ich auch mal so allmählich beenden. So. Und so. Okay, sieht soweit ganz gut aus. Das ist ja jede Menge Technik, die ich hier hacken kann. Aber ich werde auch wirklich sagen, so drum kümmere ich mich dann auch morgen erst wieder. Ja, da ist noch eine. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.